Pinkies und Co. Juiui, fast alle sind wieder zurück aus den Ferien. Auch der Basilisk-Drache Theo, der ist wieder da. Ja, also, dann räum bitte noch ein bisschen auf hier im Studio, weil heute kommen noch die beiden Mädchen Zoe und Lisa vorbei. Die zwei, die können es so gut singen, dass sie zusammen mit anderen Kindern aus dem Baselbiet eine CD aufgenommen haben. Aber das erzählen sie uns dann sicher noch genau. Ich bin Bettina Speich und freue mich auf die nächste Stunde mit euch. Ich bin Zoe, ich bin 8 Jahre alt und ich komme aus Liestel. Ich bin Lisa, bin 9 und komme aus Gelterkinden. Und Zoe und Lisa, die sind heute am letzten Tag der Schulferien in der Basilisk-Kindersendung Pinkies und Co. Und ihr seid zusammen da, weil ihr ganz ein spezielles Hobby habt. Was macht ihr genau? Also, ich tue eben gerne singen und dann habe ich früher auch noch Schlagzeug gespielt und bin auch noch ins Gerät gegangen. Und jetzt singen ihr eben zusammen. Zoe, wo und was singen ihr? Wir singen also bei der Schweizer gibt es Kinderlieder, aber auch coole Lieder über Tiere, über Träume und über also das eine Lied heisst ja auch «Ich vermisse dich». Das singen wir auch und ja. Wer vermissest du denn gerade? Ich. Unsere Katze, die ist nämlich gestorben. Oh nein, was hat sie gehabt? Sie hat einfach so plötzlich gehumpelt. Sie war schon 14 gewesen. Und dann sind wir mal zum Tierarzt gegangen und dann hat er gesagt, ja, die müssen wir einschläfern. Oh nein. Okay. Was haben ihr gemacht mit ihr denn? Also wo ist sie angekommen? Das wissen wir eben nicht. Der Tierarzt hat sie irgendwo hin. Ja, gell, Theo, das ist traurig. Darum machen wir schnell Musik rein und später bei Pinkies und Co. hören wir dann auch wie Zoe und Lisa singen. Guten Morgen und willkommen bei der Basilisk-Kindersendung Pinkies und Co. Und Lisa und Zoe, die haben ja vorher erzählt, dass sie singen. Und zwar zusammen mit 6 anderen Mädchen und Buben aus dem Baselbiet. Sie heissen Schweizer Kiddies und sie haben gerade ihre allererste CD aufgenommen. Also es hat 15 Lieder drauf und ich singe eben mega gern. Und wenn ich 3 Lieder zum Beispiel aufnehme, dann habe ich etwa nur so 1 Stunde zum Aufnehmen. Haben Sie schon gehört, die Ja, ganz viel. Natürlich. Wie ist das, wenn man sich so selber hört, Lisa? Also ich finde ich töne ein bisschen wie eine Mickey-Maus-Stimme. Und wie war das bei dir, Zoe, wo du dich das erste Mal gehört hast auf der CD? Habe ich gefunden, ich tue nicht gut, aber dann habe ich mich auch gewöhnt und jetzt finde ich es eigentlich ganz gut. Vor allem beim einen Lied «Hüpfen, springen», da bin ich heißer gewesen und lustig. Ich finde, wenn ich heißer bin, töne ich besser. So, und jetzt wollt ihr daheim sicher wissen, wie das tönt, wenn die Schweizer Kiddies singen. Darum ist das nächste Lied von ihnen. Und das heisst «Hallo Schweiz». Hallo, hallo, hallo Schweiz. «Hallo Schweiz», der Song der Schweizer Kiddies. Die Gruppe, wo auch Zoe und Lisa dabei sind, die heute im Basilisk-Studio sind. Gell? Das habe ich auch lässig gefunden, Theo. Und wie ist das für euch, Zoe? Sind ihr stolz? Ja, sehr stolz sogar. Hast du schon Reaktionen bekommen von anderen? Ja, von meiner Gotte. Sie war voll stolz auf mich, stolz. Und sie hat es auch voll cool gefunden, wo sie dort im Laden mich gesehen hat. Hat sie gedacht, ist das mein Gotterkind? Ich habe auch von anderen Leuten noch eine Lobung bekommen. Jetzt gehen wir ein Konzert und ihr habt sogar einen Auftritt im Fernsehen. Die Schweizer Kiddies aus dem Baselbiet, die sind gebucht worden für den Samstag, ja, ein Tag vor Weihnachten. Lisa, wie ist das, wenn man weiss, was da so alles auf einem zukommt? Also, ich bin ein bisschen nervös und ich finde es irgendwie auch noch ein bisschen komisch, denn nachher weiss die ganze Schweiz, dass wir hier singen. Ja, und die Basilisk-Region, die weiss das schon jetzt. Pinkies und Co. Nochmal auf den Spielplatz gehen oder daheim eine schöne Zeichnung machen. Genießen noch euren letzten Ferientag in der Basilisk-Region. Ausser wenn ihr im Kanton Solothurn wohnt, dann habt ihr noch eine Woche länger Ferien. Aber in Basel-Stadt, im Baselbiet und im Aargau, da gehen Kinder morgen wieder in Kinski oder in die Schule. Und die haben da schon etwas zu erzählen.
Zoe und die Lisa, die haben nämlich noch einen Witz mitgebracht. Die Maus und der Elefant laufen durch die Wüste. Dann tritt der Elefant der Maus auf den Schwanz und sagt: Entschuldigung, ich habe das nicht extra gemacht. Dann hat die Maus gesagt: Nein, hätte mir ja auch passieren können. Oh. Was ist braun, stinkt und ist unter der Erde? Ein Furzel. Pinkys Witz. Copelloni, Pepperoni. Jetzt sind wir schon am Schluss von Pinkies und Co. Aber nur für heute. Nächste Woche gibt es am Sonntagmorgen zwischen 9 und 10 die nächste Kindersendung hier bei Basilisk. Und wenn ihr einmal bei uns mitmachen wollt, dann meldet euch einfach schnell im Internet an auf basilisk.ch. Einfach da drauf geht, Eltern fragen und zack, anmelden. Und schon bald sind ihr auch Gast bei uns, so wie Zoe und die Lisa. Die beiden die erzählen uns jetzt noch ihren allergrössten Wunsch. Wunschbox. Ich würde mir wünschen, dass ich eine Villa habe, einen Pool. Und darf man nur einen Wunsch? Nur einen. Okay. Und was ist dein Wunsch? Dass ich mal Rösser habe, mit denen ich reiten kann. Das ist schon mein Traum. Weil ich habe schon Playmobil daheim und mit denen spiele ich immer mit meiner Cousine zusammen. Und schon richtig reiten? Tust du das? Nein, aber das ist mein Traum. Und wer weiß, vielleicht geht er ja in Erfüllung. Jetzt wünschen der Basilisk Theo und ich, Bettina Speich, den Kindern im Kanton Solothurn noch eine gute letzte Ferienwoche und den anderen einen schönen letzten Ferientag und morgen ganz einen guten Start in Kinski und Schule. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. You must think that I'm